Dankschein von Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, Saat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung Feier, Kapitel 20. Fähigkeiten für sexuelle Scheingonen. Van alle die Krachten wat mannen voor het optragen en aan ihre levensvergenigen aanbrengen, is geen grader als sexuelle noodheid. Van Gott is dat geplant voor beides, Scheingonen en vermeerdering van de mensheid, en Sex is de algemene Sprache van Leib. Aber von Anfang von der Menschengeschichte an ist Sex auch ein von den sämtlichen Schwachheiten gewesen, wat am dollsten uitgenutzt ist worden. Dit met de Wahrheit taugt, dat wir in so einer unmoralische, vervierde und verleide Gesellschaft leben, verlangt dat von uns, dat wir informiert und sorgfältig sind, indem wir in diesem wichtigen Teil von der Ehe Erfüllung sehen. Die Natur und Wichtigkeit von sexueller Noheit zu verstehen, moet wir erstens behouden, dat het Gott wir, wat diese Freiheit erstens erschaffen hat. Gott will, dat wir dit vergnügen haben sollen. Hij will auch, dat Mann und Frau eine sehr tiefe persönliche Aufteilung von ihr Leben miteinander teilen würden, wat ihren Taub bringen wird, indem dort Intimität und jenseitige Zufriedenstellung bringen wird. Daher mögt Gott Sex. So ist soten dat auch mit alle anderen Dingen deed, wat Gott erschaffen hat, so dat hier auch alles wat kann, dat te verdrehen und dat für uns verdorben zu brocken. Doorwegen heeft Gott ons in seinem Wort gesagt, wo wir uns Bedürfnis für Sex erfüllen, und dabei aber dat verleidende Verdorven, wat allerwegen Ramans ist, vermeiden können. Te verstehen, wo wir die geschlechtlichen Bedürfnisse und Verlangen in der Ehe erfüllen können, während wir die Aufteilungen von geschlechtlichen Teilnahme vermeiden, wat Gott an sein Wort verboten hat, moet wir erstens weiten, wat Gott gesagt hat, wat wir nicht zu tun haben. Dit sind die 6 Sorten von geschlechtlichen Verhältnissen, wat Gott verbiedt. Nummer 1. Sex buiten de Ehe. Ehebruch, Hurerie. Nummer 2. Seksverhältnisse met datzelfde Geschlecht. Homosexualiteit. Nummer 3. Seksverhältnisse met een Glied van die Familie. Blootschand. Nummer 4. Seksverhältnisse met Ungejoje. Nummer 5. Seksverhältnisse met Tieren. Nummer 6. Sexuelle Verstellungen oder Verlangen für andere als den Partner, wat in Gottes Augen als Ehebruch geldt. Alle Art von Pornografie und alle lastvolle Verstellungen, wat sich am Verstand mit wirkliche oder vergestellte Frühes oder Männer aufspielen. Bijna die Grenzen, wat Gott darum Sex gestellt hat, sind wie free Sex miteinander zu genießen. Gott ist nicht einer, wat sich verfiert, wann dort am Sex geht, und Sex ist nicht schwinsch. Dort ist eine wundervolle Erschaffung Gottes, uns Scheingonen und Vergnügen zu geben. Die Ursache, wieso diese gewisse Verhältnisse verboten hat zu tun, ist nicht wegen wat Gott von uns wegholen will. Dort ist nur wegen weiß, dort het verdorven op die kommt, wat diese Dinge üben. Wenn wir dann an Gott vertrauen und die Begrenzungen annehmen, wat auf unsere sexuelle Verhältnisse gesagt hat, können wir mit großer Scheingonen das sexuelle Vergnügen in der Erfüllung einer Ehe noch gehen. En de Ehebedoeling durch die Jahren in einem ungerechten en Eheseminare, wat ungerecht über Sex mit anschlitt, habe ich viele Fragen von Ehepaaren über ihre sexuelle Übungen gehört. Zum Beispiel haben viele Ehepaare Fragen gehört, über mit dat Müll sexuelle Befriedigung geben, Sex spieltig oder andere Sachen, wo die Bibel nicht direkt von redet. Wenn sie mich so fragen, gebe ich diese Antwort. Erstens, kein Prediger oder irgendetwas, wer hat das Recht, jemand zu sagen, wat recht oder recht ist, wenn dat nicht in der Bibel davon redet. Ehepaare müssen so eine Dinge selbst entscheiden. Wenn sie über diese Dinge Entscheidungen machen, wat nicht klar in der Schrift verboten sind hier wat wichtige Fragen in Betracht zu nehmen. Nummer 1. Mag das Einheit in Intimität mehr? Nummer 2. Ist das Sound, wat jün beid schein geht, oder wenn Sound, wat die beid mit an sind? Partner sollen nicht gezwungen worden, irgendwas zu tun, wat sie nicht wollen. Nummer 3. Ist das reinlicherweise und körperlich sicher? Nummer 4. Kann ich dit mit ein klares Gewissen für Gott tun? Gott ist nicht erschrocken wegen Sex, und schämt sich auch nicht davon. Aber, nur die Schrift noch, wenn wir irgendwas nicht im Glauben tun können, ist das sind. Nummer 5. Würde ich wollen, dass meine Kinder dit einen Tag in ihrer Ehe üben würden? Wenn eine sexuelle Tod diese Fragen positiv besteht, dann sollst du keinen Trouble haben, die an der Ehe not zu gehen. Aber wenn dort nicht, dann soll je wieder darüber beten,
oder einfach entscheiden, dort nicht zu tun. Behol dort die wichtigste Sache von Sex nicht dort ist, was es für die persönlich tät, aber dort ist, was es zwischen jünd als Ehepaar tät, und zu jeder Partner sein Gewissen für Gott. En dat ewige Part van dit kapitel wo ik gewisse Probleme behandelen, wat am Geschlechtsverkehr verkommen, verbeidt, Männer en vrouwen, en ook wat Vorschläge maken, wat helpen können, dat jeder Partner seinen oder ihren Partner erfüllen kann. Wenn Männer im Allgemeinen auch einen stärkeren Appetit für Sex und ein Bedürfnis haben, dit Verlangen an die Ehe zu erfüllen, haben die wat größere Probleme. Dat erste ist falsche Information und Verführung. Als 11-jähriger Jung werd ich bekannt mit Pornografie. Ein Nober hat toetrad zu den Playboy-Zeitungen, und jeder Monat wird eine Gruppe von uns Jungs kommen, die Nähe zu bekijken. Wat von den Älteren weisen die Jüngeren sogar, wo sie sich selbst befriedigten oder durch die Füße holden. Von dann werd ich mich befriedigt, wie ich regelmäßig mit wenn Jungs ohne sich Geschichten vertelden, über was sie mit Sex alles uitgefangen hadden und wo mehr und mehr Pornografie überdeelt kam. Dadurch kam auch noch dort, dat über TV in andere Städten kam. Daher wird das so, dat ich bin mit mir alles spazieren dono kijkt, wo ne all dat we doen können, wat ich durch all die Jahren gesehen und gehört hat. Dat Problem aber wir, dat ich von der Pornografie wie vergelogen und falsch informiert worden. Pornografie ist nicht eine Wirklichkeit. Wenn du auch eine schmacke junge Frau sitzt, wat ein wunderfeinen Körper haft, oder die sitzt ein heiter Film mit all die Dinge, wat die andrehen, musst du dat verstehen, dat dit nicht eine Wirklichkeit ist. Die schmacke junge Frau an Playboy und andere Männerzeitungen haben nicht Kinder gehabt und ihre Bilder sind auch bearbeitet worden, dort ihre körperliche Fehler bedeckt sind. Die mir alles kriegen betont für sich abstahlen. Wenn dat erst vorig ist, fahren sie in Hüs nur die Wirklichkeit. Kriegst du es dort mit bekannten Pornstars. Wenn sie am Film mit Krauzen, Steinen und andere Gelüte machen, spielen sie wat auf, eine Vorstellung für Geld. To viele Männer worden sehr beeinflusst von der Sexindustrie, wat von Geldmachen gedreven wird. Du geht dort nicht, die Wahrheit über Sex und Ehe zu bringen. Das Einzige, was diese Industrie will, ist Geld machen. Wat immer Geld machen wird, waren sie wiesen. Die Sexindustrie hat gelehrt, dort sind ihre Produkte am besten verkauft. Die Pornindustrie lockt Männer mit ein verdrehtet und ungesundes Produkt. Wenn die dort Angelsteig anbieten, waren sie sicherlich von was sie seinen beeinflusst worden. Als ein Beispiel von den Gefahren von Pornografie, weil wir John seine wirkliche Lebensgeschichte bedenken. John, nicht sein wirklicher Name, ist ein reisender Handelsmann, wat regelmäßig an Hotels und Motels danach blifft, wo Films für Erwachsene gewesen waren. Ungefähr 3 Jahre trägt fall er in der Gewohnheit nennen, pornografische Films zu kicken. Wenn er sexuell angeregt wird, über wat er sagt, kam er in Huis und versucht seine Frau dazu zu kriegen, dat sie dort deed, wat er in die Films gesehen hat. Wird dat aber jeden an. Seine Frau hat am Vorher durch ihre Ehe sexuell gut befriedigt, aber er dacht, dat die nie weh von wat doen, wat er von den Films gelehrt hat, würden ihr sexuelles Verhältnis verbessern können. Als John seine verdrehte Vorstellungen von sexueller Erfüllung anfangen zu verkräumeln, wenn seine Frau durch so einen Aufschub gehen hat und nicht teilnehmen will, rannt er an ein Problem nach. Würde er singen, indem dat er seine Frau bematten wird mitzumachen, oder vielleicht durch dem, dat er bei sie der Ehe gehen wird, seine Vorstellungen durch Huren oder Ehebruch zu erfüllen, oder würde er die Falschheit von seinen Wehanseinen in Halb sehen. Dankbarerweise sagt John Halb bei seinem Pastor, und er in seine Ehe werden geheilt. Aber da sind noch Millionen von nicht geheilte Johns aller Wehen. Wenn das auch vollkommen reicht ist, mit ihnen Partner geschlechtliche Bedürfnisse in Janka Schmerz zu teilen, soll das nicht Pornografie oder Schwinscheleie sein, was die Verlangen ansteckt. Die von deutsche Sexindustrie verursacht, dass Männer ihre frühe Brücken nicht leben. Die trifft Männer auch dazu, ihre selbstsicher Lasten zufriedenzustellen und steht, dass sie selbstlos eine frühe Bedürfnis erfüllen. Das liegt zu sein, die meiste Information, was an Pornografie über Sex zu finden ist, kommt aus der tiefste Loch von der Hall, und das ist die einzige Stadt, wo das hingehört. Männer, wenn ihr an Pornografie verwickelt sind, seid rauszukommen. Dort wird ihr Leben in ihre Ehe verdorben. Und wenn die versucht hast, die Frau so wie zu kriegen, dass sie die Filme ja ihr Verholen nur kommen soll, oder die sämtliche Vorstellungen nur kommen soll, dann hier ab und dreht ihr nur Gott. Mit den Hort nur Gott gedreht, teil die geschlechtliche Bedürfnisse abrechtig mit die Frau mit, und sei dass du gefallen wirst.
Lot dort doen womit zij zich makkelijk feilt, indem dat die met gouden wellen dienst en verzeegst ihre bedürfnisse te erfüllen. Want die dort worst die blijvende ervulling vinden en een verhältnis, wat die eine levenstijd van schijngonen en nicht weit durchbringt. Wat du nicht weißt, kann die weit doen. Ein anderes Problem, wat Männer en sexuelle Sachen haben, ist anweitend zijn über wo früher geschlechtlich sind. Die Ursache ist, dass Männer denken, dass früher im Grund meist so sind als Männer. Daher wollen sie, dass früher davon angedreht worden, wenn sie ihren nackten Körper seien. Sie erwarten, dass ihre früher Krieg so hastig an- und uitschalten als sie. Sie wollen auch haben, dass ihre früher jedes Mal beim Live machen eine hohe Bauchschmerzerfahrung haben. Das tut mir leid. Die Erwartungen worden nicht passieren, wie in früher und das Geschlechtliche sehr anders sind als Männer. Bemerkt diese List von ein Schreiben von einer Frau an eine landesweite Zeitung über 6 Geheimnisse, wat früher Menschen dort Männer wussten. Nummer 1. Scheinet Sex fängt für eine Frau mit ihr Leben als Ganzes an. Nummer 2. Für viele früher es vertalen dort, wat andreht. Nummer 3. Aufmerksamkeit nur Sex haben kann für eine Frau ihre Zufriedenstellung lebenswichtig sein. Nummer 4. Früher haben nicht sexuelles Anschieren und Nahtseinen mit ihnen neidig. Durch eine persönliche Erfahrung in meine eigene Berührungsarbeit weiß ich, dass das Empfinden die Wahrheit ist. Aber diese 6 Geheimnisse lassen Männer kalt durchstoßen, während sie wollen, dass früher ihre 6 Geheimnisse so wat aus das löden. Nummer 1. Pust ab 45 Grad an mein Uhr nennen. Nummer 2. Kneip den Hahn sacht ob, indem ich nur den schmackgeformten Körper stor. Nummer 3. Pack mi wild an und schmied mi eine Schlupfstoff ram, so es ein Villa Spieler. Nummer 4. Strick wild über meinen Körper mit den roche Griese häng. Nummer 5. Sei mi nustem verrüht, dat die Sex jankert. Ich gleich dort, wann du von der Arbeit nach Hus kommst und mi den ganzen Abend nicht bemerkst, und dann nehm ich mit heitem Wellen gerot für die Schlopen jest. Körperlich und gefühlig antworten früher ganz anders zu Sex als Männer. Eine Person sieht, dass so steht. In der Welt von Sex sind Männer Microwave-Ovens und früher sachte Gruppes. Ein anderer wird, früher kennen dort, was von dort zu morgens verfrühstückt passiert, nicht von Sex von dort zu overstranen. Alles in ihr Leben ist Port von wo sie sexuell ist. Männer sind ganz anders. Nur dem, dass sie einen schrecklichen Tag gehabt haben und weiten, dass morgen zu morgens Armageddon anfangen wird, können sie danach an Sex denken. Wenn Männer auch so sind, mochten sie aber danach die Unterschiede in ihre frühes verstehen und respektieren. Wenn sie dort waren ihre frühes viel besser zu Sex antworten. Ein Mann soll seine Frau versorgen und auch den ganzen Tag auf nicht sexuelle Wege live beweisen. Er soll auch fein und abgeriemt sein. Beim Sex haben soll er nur loten und naht umgehen mit seiner Frau und erfahr in no Sex Zeit und Aufmerksamkeit geben. Wenn er dit tun wird, wird er anworden, dass seine Frau viel doller interessiert, welche in erfüllte ist. Eint haben früher mit ihrer Männer überein. Die meisten verstehen nicht, wo ein Mann geschlechtlich gemacht ist. Während früher von Natur romantischen Gefühle sind Männer sächtlich und körperlich. Krieg so als ein Mann seine Frau ihr Bedürfnis für Leib in romantisch Sinnen erfüllen soll, so soll eine Frau ihren Mann seine körperliche und sächtliche Bedürfnisse auch erfüllen. Eine Frau soll ihren Körper ganz offenbaren zu ihrem Mann, dass er vollen, zufriedenstellenden Körperkontakt haben kann, als ein Port von Sex. Wenn Männer im Allgemeinen ein stärkeres Bedürfnis für Sex haben als früher, ist Sex nicht bloß ein, was er verträgt oder was schein geht. Das ist ein großes Bedürfnis in sein Leben. Wenn eine Frau diese Wahrheit versteht, ist das für ihr viel leichter, das Bedürfnis für ihren Mann zu erfüllen. Wenn sie das auf einen lustigen und interessanten Weg tät, wird sie ihren Ehemann in ihr Verhältnis einen großen Segen geben. Wenn du als Frau die körperliche Erschaffung von deinem Mann, seine Bedürfnisse und wo er angerecht wird, nicht verstehst, dann les bitteschön, was christliche Beker über das Thema um die zu helfen. Je mehr du weitsten verstehst, je besser wirst du deinen Mann seine Bedürfnisse erfüllen können. Da sind noch 2 größere Probleme, wo viele früher mit rechnen müssen, sich mit ihren Männern und Sex zu erfreien und ihren sexuell zufriedenzustellen. Nummer 1. Sexuelle Verhältnisse in oder sexueller Missbrauch von vorher in. Nummer 2. Schuldgefühl. 2 Hauptprobleme in früher Sexleben.
Gewisse Studien haben bewiesen, dass so viel als 50% von allen Frühs auf einen oder den anderen Weg sexuell gemissbraucht worden sind, für sie 18 Jahre alt wären. Nachdem ich hunderte Frühs durch die Jahren rot gegeben habe, glaube ich, dass diese Nummer schlecht sind. Dort ist bekannt, Geschichten von sexueller Missbrauch von Väter, Großväter, Brüder, Vaters, Nobers und Fremden zu hören. Jede Geschichte von Missbrauch ist traurig und einige sind meist unglaublich. Wenn frühest geschlechtlich sind gemissbraucht worden, antworten sie auf verschiedene Wege darauf. Einige frühest fühlen sich schwinschend schuldig und fangen darauf ein Leben von sexuellen Diensten an, um mit ihren innerlichen Gefühlen zurechtzukommen. Andere frühest waren kalt und ganz uninteressiert an Sex und kennen vergangene Schicksals nicht von das ganze Thema von Sex tranen. Verehrt als Sex eint, wat ihnen immer weiter an die schlecht lotende Norven in ihre Lebens denken macht. Andere frühers wehren sich an den schrecklichen Missbrauch zu denken und wollen nicht mit der Weidog von ihrer Vergangenheit verhandeln. Aber wenn ihre Gedanken und Gefühle über Sex und ihr bewusstes Denken auch nicht aktiv sind, kann vergangener Missbrauch erreichte sexuelle Arbeiten verhindern. Ein Don't, wo eine Frau zu sexueller Missbrauch antwortet, sie muss über dem mit ihrer Vergangenheit verhandeln, um in der Gegenwart und in der Zukunft erfolgreich zu leben. Drew und Pam, das sind nicht ihre wirklichen Namen, waren beide 22 Jahre alt und hadden gerade von der Lehranstalt graduiert. Sie waren ein kluger, schmackes Paar, was es nicht aufhören kann, sich zu befreien. Nachdem, dass sie unsere Ehevorbereitungsklassen genommen hadden, befrieden sie sich und fangen darauf ihr neues Leben taub an. Nach etlichen Monaten raubt Pam an und sieht, dass sie ernste Probleme hadden und dass ihnen dort an Rot fehlt und darauf kämen sie etliche Tage later dann han. Als sie an meine Arbeitsnähen kämen, kann ich fort sein, dass du wat ab ernst arg wir. Sie hadden nicht mehr die Freude in ihre Augen, wat sie vorher hadden. Bald nachdem, dass sie da wären, frug ich endlich, wat geht an? Drew schert seinen Kopf und sagt, ich glaub, du sollst Pam fragen. Sei erst die, wat das Problem haft. Als ich mich noch Pam dreht, sag ich, dass sie all hielden, ich seht, Pam, erst du wat arecht, wo du von reden sollst? Pam seht, ich weet nicht. Ich weet bloß nicht, wat mit mir arecht ist. Ich will bloß nicht haben, dass Drew mich anscheren soll, und ich weet nicht wieso. Und sie fängt an so sehr zu hielen, dass sie nicht reden kann. Als ich ertreist, kijkt ich fragend nach Drew. Dat wird te zijn dat hij getroubled feilt en zelfs meest wat hem hielen weer, en hij zei, Jimmy, als Pam en ik spazieren, kon ik er meest niet van mij weghouden. Wanneer we ook Luden met Sex haben, wat we befried wären, wir sehr brennend en mussten sehr abpassen. Aber als wir uns befrieden en ik versucht mit Pam Sex zu haben, vroeg sie, so schwind als ik er anschied oder von Sex red, en. En de laatste etliche Monat habe ich meistens ohne Sex leben musst. Dort bet Sex, wat ich gehad habe, ist nicht wat wird gewast, wie wat ich durch musst, dort zu haben. Wann ich Pam auch live hab, en ich zu unser eie Hand gegeben sie ich meid von dit en ich will, dat dit abhiert. Als Drew uitgereed had Pam sich wahre Dollar unter Kontrolle, en ich frug als Drew mir ein rechtes Bild von ihr Verhältnis vorgelegt hat, en sie seht hij had. Ich frug dann, als du eine Ursache wie wo sie nicht will, dat er anschied oder mit Sex haben soll. Gebrochen en stel seht sie, nee, en fangt war an zu hielen. Nu wist ich all, dat Pam moest ein Opfer von sexueller Missbrauch gewast sein. Wiederholend had ich ähnliche Geschichten von frühers, wat gemissbraucht wären, gehört, wann sie von de weidonende Fallen in ihre Ehen vertelden. Ich frug Pam dann gleich, bist du als Kind oder junge Mädel sexuell vergewaltigt worden? Sie leidt ihren Kopf hängen und hielt unkontrollierbar für 20 Minuten. Als sie hielt, langte Drew mit seiner Hand nur an und klappert er mitliegend am Regen. Als sie sich wiederholen kon, frug ich die Frage noch einmal, und sie seht stellte mir, ja. Ich seht, Pam, kannst du uns das sagen, wer das wir? Nachdem dat sie nur Drew kijkt und nur seine Hand langt, seht Pam, ich hab noch niemals vorher mit wem über das vertalt. Ich hab schreckliche Angst, nu davon zu vertalen. Ich weet bloß nicht, wo ich damit angehen soll. Dat det so sehr wei, en ik weet dat ik Drew weggedaan heb. Ik red mank en zeid, Pam, dat is okay. Viele früher sind so als du gemissbraucht worden. Dat is nicht deine Schuld. Gott wird dich vandaag heilen, wann du das Evangel bringst en an dein Leben arbeiten lässt. Pam antwoordt, ich will wirklich über das Eva kommen. Ich weet bloß nicht, wo ich das sagen soll. Sie kijkt terug naar Drew en dan naar mij en zeid, Jimmy,
Mijn vader heeft mij regelmäßig sexuell gebadet, van als ik 10 jaar oud was, wat ik aan de hogeschool kwam. Zij dreid zich nu Drew en zeid, mij deed dat leid. Drew vangt aan te hielen als hij naar land, zijn vrouw aanvouwt en zeid, liefste, dat is oké, mij deed dat ook leid. Voor etliche minuten fouten Drew en Pam zich aan en treisten zich ondereinander. Ik kon zijn dat Drew dat badet, dat zijn schwiegervader zijn Seite früh gebadet had, aber hij verhandelde met op einen riepen weg. Als de Geschichte wieder erzählt kwam, vertelt Pam, dat vader zich de Nacht in ihre Schlupfstoffen angeschickt had, haar te mishandelen. Als zij 13 weer, had hij volle Geschlechtsverkehr mit haar gehad, en die dat wat zij 16 weer. Pam had nicht bloß mit Gefühle von Schande und Eier zu verhandeln, aber jedes Mal, wenn Drew haar sexuell anschied, weicht dort ihre Erinnerungen von ihren Vater ab, und die schmerzende Gefühle würden wahre erzählt kommen. Als zij sich wahre bearbeiten kon, leidde ik Pam an ein Gebet an, ihren Vater zu vergeben. Dat is dat eine wichtigste Ding, wat eine Frau doen kann, von Vergewaltigung geheilt zu worden. Pam moest ook überzeugt worden, dat zij an Gott seine en an Drew seine Augen nicht schuldig en schwiens weer. Dit wie ook wat, womit zij kämpft. Für je misbruikte Frühes ist dort sehr bekannt, dat zij zich selbst de Schuld annehmen für ihren Missbrauch. Dit is ganz vom Dievel, en hij wil ihn damit stillhouden en een Schanden weidurch fasthouden. Schließlich bete ich für und fruch Gott nur die Wunden in ihr Hort und ihren Sinn zu heilen. Ich fruch nur ein Wunder für Pam zu tun, in ihre Weidurch von der Vergangenheit aufzulaschen, und an ein niet en wirkliches Verlangen für ihren Mann abzuweichen. Als Pam und Drew verleiten, halb ich ihnen daran denken, dat sie in der Zukunft noch wat Rückforderungen haben würden, und dat sie treu sein sollen und damit abrechtig verhandeln. Sie folgten diesen Rat und von dort, Jahren later, jet ihnen dort an ihre Ehe schein. Wenn du als Frau diese Geschichte nicht hörst, ist das gut möglich, dass du auch best missbraucht worden. Wenn das so ist, dann vergebe die Person, was die missbraucht hat, und bete, dass Gott die heilt, und die dort trägstellt, was in dein Leben von den Missbrauch verdorben ist. Indem du das tust, und das täglich immer wahrer ist, solange es dort fehlt, wirst du echte Freiheit in dein Leben anfangen zu erfahren. Aber du musst das eine offene Sache zwischen dir und deinen Partner machen. Der Dievel ist der Prinz von dat Diestre, aber Gott ist der Gott von dat Licht. Laat den Dievel dit nicht am Diestren holen. Bring dat am Licht nennen, vertrü Gott, dat hij die frei zat. Dit is nicht bloß für die. Dit is für deine Ehe und dat Ziel, wat Gott für je Leben haft. Dat tweede grotere Problem für Frühes in Sex ist sich verplocht feilen. Wie gebadet oder gemissbraucht worden, kommt noch dort dabei, wann Frühes verehelichen Sex gehad haben oder ein Baby aufgetrieben haben oder ein büteeheliches Verhältnis gehabt haben, woran sie sich vielmal nicht so an Sex erfreien können, als sie sollen. Wann auch all diese Sünden schlecht sind, ist keine von dir nicht zu vergeben. Ein Dank, was du getan hast, dort bleibt Jesu als stark genug, um irgendeine Sünde aufzulaschen, wann die Buße ist. Also, wenn die nach irgendein von diesen vergangenen Sünden ab dem Gewissen sind, dann bekannt Gott deine Sünden, dreh die von dir weg. Indem du dort ist, saat ihnen Glauben ab die Wahrheit, dat du vergeft bist, und go mit dein Leben wieder, und lot die dort Sex mit deinen Ehepartner scheingehen. Noch ein, wat wichtig ist, dat eine Frau Sex genießen kann, ist Geburtskontrolle. Dat ist wichtig, ein sicherer und zuverlässiger Weg für Geburtskontrolle zu sichern, wobei Mann und Frau sich eben einig waren. Wenn je dit getan haben, wo je viel besser in unfeucht und Sex erfreien können. Wenn du auch noch viel andere Seiten zu unsere ehelichen Verhältnisse sind, ist Sex immer noch ein sehr wichtiger Port von Intimität abbühen. Ich hoffe, dass du und dein Partner beid waren, für das ewige Port von ihrem Leben erfüllt sein können, indem je das scheine Port von der Ehe taub teilen. Dankschön für noch das Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für dich und eine Hoffnung, zum eine stärkere Eihe bühen.